Freunde, das war eine sehr kurze Fraktionssitzung. Erstmal vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid, um hier heute mit uns gemeinsam und mit vielen, vielen Menschen, mit der Mehrheit in der Bevölkerung zu sagen, keine Soldaten und keine Raketen in die Türkei. Und natürlich wird es auch darum gehen, dass die in Zusammenarbeit mit den Airbags, die sich schon in der Region befinden, dort ihren Dienst tun, was letztendlich unseres Erachtens nicht eine defensive Maßnahme ist, weil sie wird keine Zivilisten schützen, also die Patriot-Raketen werden keine Zivilisten schützen, das können sie auch gar nicht. Das Einzige, was es momentan an Beschuss von Syrien in die Türkei gibt, ist Mörserbeschuss, dafür sind sie überhaupt nicht geeignet. Und wenn jetzt über Chemiewaffen gesprochen wird, was mich ja sehr, sehr an den Irakkrieg wieder erinnert, muss man auch sagen, selbst das wäre kein Schutz vor Chemiewaffenbeschuss. Aber selbst der BND geht nicht davon aus, dass das momentan eine reale Gefahr ist. Vielmehr haben wir es mit der Situation zu tun, dass die Bundesregierung einen weiteren Schritt geht, um die Eskalation in Syrien zu verschärfen. Die Türkei hat die Patriot-Raketen angefragt, weil sie selbst eine ganz klare Agenda in der Region hat. Es geht darum, ihren Einfluss in der Region zu stärken und deswegen hat sie ein ganz starkes Interesse daran, die NATO mit für sie ihre Interessen zu instrumentalisieren. Letztendlich kann das auch von der syrischen Seite nur als einen Schritt der Eskalation gewertet werden und deswegen sagen wir, keine Raketen und keine Soldaten an die türkisch-syrische Grenze. Schluss mit der Einmischung in den syrischen Bürgerkrieg und Schluss mit dieser NATO-Politik, die letztendlich auf Eskalation ausgerichtet ist. So, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind hier, um deutlich zu machen, wir fordern keine Einmischung in Syrien, keine Patriots und AWACS in die Türkei. Und wir machen mit unserem Einsatz hier auch deutlich, dass wir die immer größere Einmischung von NATO und von Bundeswehren im Nahen Osten nicht akzeptieren und dass wir nicht akzeptieren, dass immer mehr diese Region aus imperialen Machtinteressen in die Kriege getrieben wird und in den Kriegen gehalten wird. Deshalb machen wir deutlich, NATO auflösen, kein Einsatz in der Region von NATO-Truppen. Kann ich dich was fragen von Castor TV? Ja. Warum bist du hier? Weil ich der Ansicht bin, dass keine Truppen und auch keine Patriots in die Türkei geschickt werden sollen und dass man sich in diesen Krieg nicht einmischen soll, dass er mit anderen Mitteln beendet werden soll. Ja, danke. Gerne. Deutschland darf nicht zur weiteren Eskalation der Syrien-Krise beitragen. Der Mittlere Osten gehört den Völkern des Mittleren Ostens. Das internationale Staatensystem ist multipolar. Die USA und ihre Anhänger müssen dieses Faktum eingestehen. Am 14.12.2012 wird der Bundestag die Entsendung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Verstärkung der integrierten Luftverteidigung der NATO und auf das Gesuch der Türkei debattieren. Wir möchten hiermit auf die Gefahren einer möglichen Zustimmung seitens des Bundestags hinweisen. Dies bedarf die Berücksichtigung der allgemeinen Rolle der NATO und der USA in den zwischenstaatlichen Beziehungen. Warum ist die NATO trotz des Zusammenbruchs der Sowjetunion vor mehr als 20 Jahren weiterhin aktiv? Die NATO fungiert seither im Rahmen der 1991 verkündeten neuen Weltordnung als Kriegsmaschinerie der USA. Um ihre katastrophale Finanz- und Wirtschaftskrise zu überwinden, beabsichtigen die USA einen regionalen Krieg im Mittleren Osten. Niemand kann die Grenzen bzw. das Gewalt- und Konfliktpotenzial eines möglichen Krieges voraussehen. In Anlehnung an das politische Vermächtnis von Mustafa Kemal Atatürk, Frieden im Lande, Frieden in der Welt, sind wir gegen alle expansionistischen und ungerechten Kriege. Die USA und ihre Anhänger müssen endlich eingestehen, dass sie keinesfalls über die moralische Überlegenheit bzw. sonstige Fähigkeiten verfügen, um als Hegemon innerhalb der internationalen Staatenwelt agieren zu können. Das vom US-Imperialismus zu diesem Zweck verursachte Blutvergießen ist selbstzerstörend für den Westen. Darüber hinaus wurden und werden mit dem Vorwand, Demokratie und Freiheit zur Durchsetzung der US-Interessen Millionen von Menschen im postsowjetischen Zeitalter massakriert. Wir appellieren an die Parlamentarier der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, an alle Europäer, die Ideale Goethes, Shakespeares, Victor Hugos, Einsteins und Rosa Luxemburgs verinnerlicht haben. Die Stationierung der Patriots auf türkischem Territorium dient den verdeckten Zielen der USA.
Ein möglicher Krieg im Mittleren Osten wird die USA die Kontrolle über die rohstoffreichen Ressourcen in der Region ermöglichen. Dies wird die endgültige Abhängigkeit Europas von Washington besiegeln. Durch die Stationierung des Raketensystems der USA und der Patriot-Raketen auf türkischem Territorium wird der Versuch unternommen, die Türkei als Stützpunkt für Angriffskriege zu instrumentalisieren. Das türkische und das syrische Volk sind in Hinsicht verwandt. Weder die Region noch die internationale Staatenwelt kann einen Flächenbrand ertragen. Die Zukunft Syriens muss vom syrischen Volk bestimmt werden, nicht von Terroristen der Al-Qaida.